Lila kommt von der Schule hin. Sie zieht den Rucksack ab, schiesst ihn in eine Ecke, schlägt die Türen zu, dass es nur so kracht und verschwindet im Zimmer. Der Vettel hat sie von Stube aus gesehen und gemerkt, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Er hat sein Buch weggelegt und ist zum Zimmer von Lila gegangen. Dort hat er angeklopft. Lila, darf ich reinkommen? Das deute ich jetzt mal als Ja. Hallo, meine liebe Tochter. Was ist los mit dir? So habe ich dich noch nie gehört herkommen. Sonst kommst du meistens singend zur Tür ein und kommst erzählen, was du gemacht hast. Ist etwas passiert in der Schule? Ah, Vettel. Die Schule sind einfach alle blöd. Der Vettel hockt zur Lila aufs Bett. Willst du mir erzählen, was passiert ist? Schau, da ist eine Nasenlumpe. Wir mussten heute im Werk uns selber basteln mit Tanzäpfen, Nussschalen und sonst noch Sachen. Aber das machst du doch so gern? Ja, ich habe es geliebt. Und es hat auch gut ausgesehen. Sogar die Lehrerin hat es gesagt. Und was war denn das Problem? Mein violettes Lätzchen ist etwas abverheilt und hat nicht so ausgesehen, wie ich das gerne wollte. Dann hat der Bischi gesagt, das sieht aus wie eine Bühle. Und hat dann verrufen, Bühle lila, Bühle lila. Alle haben gelacht und mit dem Finger auf mich gezeigt. Oh nein. Hat die Lehrerin nichts gesehen? Mal, sie hat auch gesagt, dass das eine schöne Figur sei und das Lätzchen schwierig zum Basteln sei und es keinen Grund gäbe, jemandem auszulachen. Dann haben sie dann aufgehört. Aber der ist doch jetzt gut, oder nicht? Nein, ist es eben nicht. Auf dem Heimweg hat der Bischi auf mich gewartet und wieder angerufen, Bühle lila, Bühle lila. Und ein paar haben wieder mitgemacht und gelacht. Ich gehe nie mehr in die blöde Schule. Niemand hat mich gern. Der Vettel hat Lila in die Arme genommen und über den Kopf gestreichelt. Er hat ihr fest in die Augen geschaut. Lila, ich habe dich gern. Und zwar ganz extrem fest. Bis zum Mond und wieder zurück habe ich dich gern. Du bist mein Kind. Egal, was alle anderen sagen oder tun, du bist und bleibst meine Lieblingslila. Was die Gielen gemacht haben, ist überhaupt nicht lieb. Und sie haben gerade keine Nasenlänge weit überlegt, dass es dich verletzen könnte. Und haben es auch noch lustig gefunden. Manchmal machen wir einfach Sachen, die nicht in Ordnung sind. Aber noch dann, wenn du mal etwas machst, was nicht gut ist, ich bin dein Vettel und ich werde dich immer lieben. Es gibt nichts, was meine Liebe zu dir auslöscht. Und weisst, wer dich auch ganz extrem gern hat? Noch viel mehr, als ich dich gerne haben. Das Mutti? Ja, das Mutti hat dich auch fest gern. Ich denke, dass wir die beide etwa gleich fest gern haben. Aber es gibt jemanden, der dich wirklich mehr liebt, als Mutti und ich zusammen können. Jemand, der dich extrem gut kennt und dich gemacht hat. Ah, gell, du meinst Gott? Ja, genau der. Gott liebt dich unendlich. Du bist seine Tochter. Wenn du zu Gott Ja sagst und dein Leben mit ihm gehst, dann gehörst du zu seiner Familie. Dann habe ich ja 2 Familien. Eine hier und eine im Himmel. Hier bist du mein Vettel und im Himmel haben wir alle Gott als Vettel. So ist es. Gell, cool? Mega. Danke Vettel hier und danke Vettel im Himmel.